Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die uns jetzt sagen wird, ob sie schon einmal etwas Verbotenes getan hat, im Wissen, dass es keine Konsequenzen geben wird. Also keine negativen, keine Strafe. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Ja, du, jetzt müsste ich dich eigentlich fragen, wie gut kennst du mich? Ich meine, dass ich jetzt nicht gläubig bin, das weißt du, aber kann dir das nicht beantworten. Also ich könnte jetzt nicht in einer Welt leben und sagen, alles, was ich tue, hat keine Konsequenzen, solange ich nicht da irgendwie gegen Recht verstoße oder so. Was weiß denn ich, was noch kommt? Also ich habe noch nie was getan. Das keine Konsequenzen hat, glaube ich. Aha. Also und das, worauf du jetzt anspielst, dass du jetzt meinst, ich habe mich wirklich willentlich bereichert oder mir einen Vorteil verschafft, wüsste ich jetzt nicht. Also vielleicht habe ich mal einen Zehner auf der Straße gefunden und den nicht abgegeben, aber ich meine, wer hat das nicht? Ich habe neulich eine sehr gute Geschichte gehört. Sag mal. Nur wegen dem Zehner. Ein Kollege bei SAF war in Zürich unterwegs und hat eine 200-Franken-Note auf der Straße gesehen. Gerade neben sich, dachte, jetzt soll ich sie nehmen oder nicht. Hat geschaut, ob sie sonst jemandem gehört. Dann ist jemand anders gegangen, hat sie genommen. Und dann fand er so, ach ja, komm, okay, ist ja gut, dann nimmt er sie halt. Und wieder eine halbe Stunde später in seine Hosentasche fast merkt er, ich hatte doch eigentlich 200 Franken dabei. Nein. Aber der erste Gedanke war erst an die anderen. Das ist auch schön. Eben, wahrscheinlich hat er auf der Konsequenzenliste einen Pluspunkt bekommen. Ich glaube sogar positives Karma, genau. Aber dass man vergisst, dass man einen 200-Franken-Schein lose in der Hosentasche trägt, auch spannend. Du. Kannst du mir mal vorstellen, deinen Kollegen. Also, die These ist natürlich Macht, Gelegenheit, Diebe. Wie viel sind Menschen fähig, moralische Vorstellungen zu dehnen, wenn man einen Vorteil bekommt und vor allem keine Angst haben muss zu sein, was passiert. Und wir sind mittendrin bei unserem Hörspiel, heute bei 100 Jahre Schweizer Hörspiel. Geht natürlich nicht ohne einen richtig schönen Krimi aus England und Amerika. Henry Slezar ist unser Autor. Genau, eigentlich. Was heißt eigentlich in diesem Falle auch? Der kommt so aus dem Thriller-Genre, hat wahnsinnig viele Drehbücher geschrieben, mit Hitchcock gearbeitet, Romane und auch eben viele Hörspiele. Und wenn wir jetzt so theoretisch angefangen haben, dann kann ich euch versprechen, dass das super elegant und schön süffig verpackt ist in eben eine klassische Retro-Krimi-Geschichte. Was würdest du jetzt so süffig verpackt? Hast du noch eine Empfehlung, wie wir das Hörspiel jetzt genießen sollen? Naja, dadurch, dass es wirklich eine spezielle Musik hat, können wir nachher noch drüber sprechen, würde ich doch sagen, wer jetzt Lust hat, dimmt das Licht ein bisschen, wer noch so ein lose hängendes Cocktailkleid hat, Männer oder Frauen oder wer auch immer, zieht es an, Zigarettenspitze und mixt euch irgendeinen Drink und dann seid ihr, glaube ich, habt ihr euch das richtige Setting gemacht für dieses Hörspiel. Genau. Und es geht auch gleich los, wie gesagt, mit der schönen Musik und mit einem Vorgänger von uns beiden, der wunderbar das Hörspiel anmoderiert. Ja. Ganz schöne Momente für mich. Wenn man so merkt, man kommt eben in der Tradition, auch da 100 Jahre Schweizer Hörspiel. Viel Vergnügen bei Nur ein Knopfdruck von Henry Slezar. Viel Spaß. Willkommen, liebe Freunde des Kriminalhörspiels. Willkommen in der Welt der Spannung, der Angst, der Geheimnisse. Die Geschichte, um die es heute geht, könnte man eine moralische Geschichte nennen. Sie enthält eine Frage, die Sie an sich selber richten mögen. Wie hoch ist Ihr Preis für die Ermordung eines Menschen? Wenn Sie der Meinung sind, für Sie gäbe es keinen Preis, hören Sie die Geschichte über Walter van Haas. Sie trägt den Titel Nur ein Knopfdruck und stammt von Henry Slezar. Die Übersetzung aus dem Amerikanischen besorgte Klaus W. Leonhardt. Musik Peter Candiotto mit der Gruppe Tetragon. Es wirken mit Siegfried Meissner als Phil Thurston, Franz Matter als Lou Michaels, Hans Heine als Charlie Edwards, Margaret Karl als Millie van Haas und Fritz Bachschmidt als Walter van Haas. Regie führt Klaus W. Leonhardt. Guten Morgen, Mr. Thurston. Morgen, Susan. Na, geht's gut?
Wie war's auf Hawaii? Einfach großartig. Sie sehen fabelhaft aus. Lassen Sie sich durch die Bräune nicht täuschen, die kommt von der Höhensonne. Ich war die meiste Zeit im Hotel mit einem Hula-Hula-Mädchen. Genauso sehen Sie aus. Ist mein Partner schon da oder lottert er irgendwo herum? Mr. Michaels ist in seinem Büro. Seit Punkt 8 Uhr. Was, erzählen Sie gerne Märchen. Ich wette, Lou war nie vor 10 im Büro, während ich unterwegs war. Ich werde mal nachsehen. Na sowas. Da bist du wahrhaftig, wie Susan gesagt hat. Hallo Phil. Willkommen daheim. Na, wie sehe ich aus, was? Fett und übermütig, du. 3 Wochen Hawaii, jeden Abend voll, jede Menge Rum und Ananas. Ich glaube, ich habe 10 Pfund zugenommen, du. Es steht dir gut, Phil. Ohne Witz. Sport habe ich auch getrieben. Wellenreiten, Lou. Ich. Kannst dir das vorstellen? Und dann, du, Waikiki Beach rauf und runter, den Puppen nachgejagt. Ja, ich glaube schon, dass bei dir was los war. Du siehst gut aus. Und braun? Ja. Was ist eigentlich los hier? Was ist mit dir, Lou? Ich sehe gut aus und bin braun. Okay, und du bist weiß wie ein Bettlaken. Du siehst wirklich grauenhaft aus, Lou. Bist du krank oder was? Wieso, ich bin okay, mir geht's gut. Man könnte glauben, du hast hier im Büro geschlafen. Hast du dich heute schon mal rasiert? Ja, natürlich habe ich mich rasiert. Vielleicht habe ich ein paar Stoppeln übersehen. Also komm, heraus damit. Es gibt schlechte Neuigkeiten, oder nicht? Irgendwas ist passiert, während ich weg war. Ja, so ist es. Es ist etwas passiert, Phil. Aber es war nicht meine Schuld, bei Gott nicht. Okay. Aber nun komm und spuck es aus. Phil, wir haben einen Auftraggeber verloren. Na und? Na, dann haben wir eben einen Auftraggeber verloren. Wir haben die Aufträge von Brewster verloren. Willst du mir das bitte noch einmal erzählen? Ich weiß, das sind wirklich schlimme Nachrichten, aber ich weiß nicht, was ich dir sonst sagen soll. Mit Brewster ist es für uns definitiv vorbei. Die haben noch keine neue Werbeagentur, aber alles, was wir noch tun können, ist ein bisschen Kleinkram aufarbeiten, bis sie eine gefunden haben. Was ich sagen will, es ist unwiderruflich. Wir können nichts dagegen machen. Willst du mir bitte sagen, was für einen verdammten Fehler du gemacht hast, Lou? Keinen, Phil, ich schwör's dir. Es wird sich früher oder später herausstellen. Phil, ich habe damit nichts zu tun. Es fing mit einem Anruf an. Einem Anruf von Charlie Edwards, eine Woche nach deiner Abreise. Er wollte dich sprechen und sagte, es sei sehr wichtig. Als ich ihm sagte, dass du nicht da bist, hängte er auf. Das nächste, was ich erfuhr, war die offizielle 3-monatige Kündigung vom alten Brewster. Und hast du Charlie angerufen? Natürlich habe ich ihn angerufen, nur er ist nicht mehr der Werbemanager. Charlie hat einen neuen Job. Er ist die Treppe raufgefallen. Jetzt ist er im Kundendienst und hat mit der Werbung nicht mehr das Mindeste zu tun. Dort gibt es einen neuen Mann. Lou, weißt du, was du mir da gerade erzählt hast? Dass unser ganzer Profit nur noch die Hälfte wert ist. Glaubst du, ich wüsste das nicht? Glaubst du, ich hätte pro Nacht mehr als 2 Stunden geschlafen, seit das passiert ist? Ich wollte dir schreiben, aber der Brief hätte dich nicht mehr erreicht. Ich glaube, ich setze mich erst mal hin. Der neue Werbemanager heißt Walter Van Haas. Ein 6-Millionen-Budget. Einfach so weggepustet. Charlie sagt, er wäre an allem schuld. Wer? Walter Van Haas, der neue Werbemanager. Charlie sagt, von dem ging die ganze Sache aus. Aber ich habe nie die ganze Geschichte gehört. Charlie war mit seinem neuen Job so beschäftigt, dass er nicht mit mir reden konnte. Gib mir mal das Telefon rüber. Ja, natürlich, Phil. Charlie wird nicht zu beschäftigt sein, mit mir zu reden. Ich habe ihm nicht 10.000 pro Jahr an den Rachen geworfen, damit er nicht mit mir redet. Du willst wissen, wer Walter Van Haas ist? Er ist ein Pfadfinder.
Und er hat seine Verdienstmedaille für Arschkriechen bekommen. Okay, Charlie, Walter von Haas ist also ein Arschkriecher, aber wie konnte er so nah an den Job rankommen? Er ist mein Assistent. Das heißt, er war ungefähr 8 Monate lang mein Assistent. Und wieso habe ich ihn nie kennengelernt? Weil das genau seine Art ist. Er hält sich im Hintergrund. Er ist eine Maus, Phil. Eine $200 in der Woche Maus. Nur, dass die Maus plötzlich wie ein Löwe brüllt, habe ich recht? Vor 2 Wochen kam er mit einem Kasten voller Belege in mein Büro gerannt. Er schien eine Art privater Schniffeleien anzustellen. Er hatte sämtliche Lieferantenrechnungen durchwühlt, die von euch gekommen waren. Er befasste sich genauestens mit jedem Graveur, jedem Drucker, jeder Grafikerrechnung. Phil, er fand Überbelastungen von 50, 60, ja sogar 100%. Du warst sein Boss, Charlie. Warum hast du ihm nicht klar gemacht, wozu er seine Belege benutzen könnte? Er dachte, ich sei schockiert. Er wollte, dass wir beide zum alten Brewster gehen, um deine Agentur zu entlarven. Da versuchte ich das einzig Sinnvolle. Was war das? Ich offerierte ihm einen Teil meiner Nebeneinnahmen. 1/3 davon. Wenn du nicht auf Hawaii gewesen wärst, hätte ich dich gebeten, die Extraspesen zu übernehmen. Und, was war? War es ihm nicht genug? Phil, er lief förmlich blau an, als ich ihm das Geld anbot. Es war für ihn eine Sache des Prinzips. Begreifst du das? Nee, das tue ich nicht. Er hat Brewster nichts von meinem Angebot erzählt. Er wollte mich nicht reinreiten. Das gehört auch zu seiner Masche. Aber er hat dem Alten von den überhöhten Rechnungen berichtet. Ich konnte nichts dagegen machen. Das war der Moment, wo ich treibaufwärts gelüpft und du rausgefeuert wurdest. Und Mr. Van Haas bekam deinen Job. Noch nicht mal das wollte er akzeptieren. Kannst du dir das vorstellen? Der alte Brewster musste ihn regelrecht zwingen, diesen Job anzunehmen. Samt einer Gehaltserhöhung von $50 die Woche. Was ist das für ein Mensch? Eine Art religiöser Fanatiker? Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Er ist so ehrlich, so ehrenhaft. Dieser Kerl würde nicht mal eine Büroklammer mit nach Hause nehmen. Du hast nur noch nicht seine schwache Stelle gefunden, das ist alles. Du solltest mal seine Spesenabrechnungen sehen. Die sind so niedrig, dass sogar der alte Brewster annehmen musste. Van Haas sei skrupellos genug, alle anderen Angestellten als Verbrecher hinzustellen. Ich sag dir, Phil, dieser Kerl ist ein Weltwunder. Ach, das kaufe ich dir einfach nicht ab. Ich schwöre dir, es ist so. Du könntest diesen Burschen nicht für $1 Million rumkriegen. $1 Million, $1 Million, diese großen amerikanischen Worte, der Inbegriff des amerikanischen Traums. Charlie, hast du je etwas vom Chinesen-Knopfdruck gehört? Wovon? Hat dich als Kind niemand danach gefragt? Das ist so eine Art Preisfrage. Man könnte es auch ein moralisches Dilemma nennen. Nie davon gehört. Was ist das für ein Chinesen-Knopfdruck? Das geht so. Nimm an, jemand erzählte, du könntest durch einen bloßen Knopfdruck, durch einen einfachen Druck auf einen kleinen Knopf, einen Chinesen, der Tausende von Meilen entfernt lebt, töten. Einen Chinesen, dessen Schicksal dir völlig egal ist, genauso egal wie eine Fliege an der Wand. Und jetzt, indem du auf den bewussten Knopf drückst und damit irgendeinen anonymen Orientalen ins Jenseits beförderst, bekommst du $1 Million. Steuerfrei. Was würdest du tun, Charlie? Ich? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich den Knopf drücken. Genauso ist es. Du würdest den Knopf drücken, ich würde den Knopf drücken und dieser Walter van wie immer er auch heißen mag, der würde den Knopf auch drücken. Nein, er nicht. Nicht dieser Wunderknabe. Natürlich würde er, Charlie. Nein, das glaube ich wirklich nicht, Phil. Walter würde anfangen, sich Gedanken zu machen. Er würde sich fragen, ob dieser Chinese vielleicht Frau und Kinder hat. Walter hat zum Beispiel. Er hat 5 Kinder. Du liegst falsch, Charlie. Wir sind alle gleich, wenn es um Geld geht. Das ist der große Gleichmacher. Phil, es ist mir ernst. Walter würde diesen Knopf nicht für $10 Millionen drücken. So ein Mensch ist er eben. Und genau aus diesem Grund hast du die Brewster-Aufträge verloren. Er würde diesen verdammten Knopf drücken, wie jeder andere auch. Okay, was macht das schon aus? Es gibt keinen Chinesen-Schaltknopf. Was macht das also aus? Und da hast du recht. Es gibt keinen Chinesen-Schaltknopf oder Knopfdruck. Oder?
Mach die Tür zu, Lou. Ja, natürlich. Ich verstehe dich nicht, Phil. Was soll das Gerede von einem Knopfdruck? Ich habe gesagt, Lou, es braucht keinen Knopfdruck. Also nicht im wörtlichen Sinne oder einen Chinesen, was das betrifft. Van Haas ist Holländer. Wie wär's mit einem Holländer? Wovon redest du denn bloß? Er würde nicht mehr so hoch und edel über uns stehen, wenn er erst mal den Knopf gedrückt hat. Hm? Was meinst du? Das würde ihn von seinem Sockel herunterholen. Hä? Was meinst du, Lou, ist schlimmer? Etwas ausschlagen oder einen Menschen töten? Willst du endlich vernünftig reden, Phil? Wir könnten ihn genau an den kurzen Haaren seiner Integrität packen. Wir könnten ihm die Hölle heiß machen. Wir könnten Charlie wieder auf seinen Posten setzen. Wir könnten vielleicht sogar die Aufträge wieder an uns reißen. Beim heiligen Petrus, Phil, willst du mir endlich sagen, wovon du sprichst? Ich werde dir zeigen, was ich meine. Aber jetzt muss ich erst einmal einen Brief entwerfen. Einen Brief an wen? Dräng mich nicht. Ich muss das in Ruhe und richtig machen. Wir müssen einen speziellen Briefkopf drucken, der absolut authentisch wirkt. Einer von unseren Grafikern muss das machen. Wofür denn nur? Lass mich mal an deine Schreibmaschine. Ich kann Susan rufen, wenn du etwas diktieren möchtest. Nein. Wir müssen das sehr vorsichtig anpacken. Niemand außer dir und mir darf etwas davon wissen. Wir müssen alles perfekt planen. Wir müssen so eine Agentur finden, die Briefe von Übersee befördert und... Sehr geehrter Herr Van Haas, du schreibst an diesen Kerl? Allerdings. Was willst du dem denn schreiben? Ich bin dabei, Lou, ihm den amerikanischen Traum anzubieten. Elsie, bitte lass jetzt Diana auch mal auf die Schaukel. Du hast lange genug drauf gesessen. Millie, Oh, Walter. Ich wusste ja gar nicht, dass du schon zu Hause bist. ich bin vor 10 Minuten gekommen. Ich habe die Post noch durchgesehen. Wie geht's dir denn? Oh, es geht. Müde wie üblich. Na, ist es nicht ein bisschen kühl hier draußen? Ich musste mal an die frische Luft. Die Kinder waren den ganzen Tag unmöglich. Du weißt ja, wie es heute Morgen geregnet hat. Ja, ich weiß. Sie sind einfach unerträglich, wenn sie mal im Haus bleiben müssen. Als die Sonne rauskam, habe ich sie in den Garten geschickt. Ich habe nicht daran gedacht, wie matschig es ist. Ich werde die ganze Woche an den Kleidern zu waschen haben. Liebling, hast du den Brief gesehen? Den aus Südafrika? Ja, ich habe ihn gesehen. Würdest du bitte die Marke aufheben? Peter möchte sie haben. Millie, weißt du, was in dem Brief steht? Keine Ahnung. Du kennst doch niemanden in Südafrika, oder? Natürlich nicht, aber irgendjemand von dort kennt mich. Der Brief kommt von einer Anwaltsfirma. Schau dir den Briefkopf an. Dries, Hartog und Beerenbruck. Was für ein Name. Holländisch. Dries, Hartog und Beerenbruck, 200 Commissioner Street, Johannesburg, Südafrika. Lies bitte vor. Hier steht: Sehr geehrter Herr Van Haas, unsere Firma beschäftigt sich zum Zweck der Aktenvervollständigung mit der Zusammenstellung von Daten betreffend die Verwandten eines unserer Klienten. Was für eine Sprache. Würden Sie so freundlich sein, uns die folgenden Angaben zu bestätigen? Ihr Name Walter Van Haas. Das kann ich allerdings bestätigen. Komisch, wie geht's denn weiter? Name Ihres Vaters Benjamin Van Haas. Das stimmt auch. Name Ihrer Mutter Sylvia Reach. Ich habe gar nicht gewusst, dass deine Mutter Silvia geheißen hat. Ach, sie hat den Namen immer gehasst. Deshalb nannte sie sich Sally. Wie dem auch sei, mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Großeltern väterlicherseits Jan Van Haas, Elsa Ford. Falls obige Angaben nicht korrekt sind, bitten wir Sie, uns postwendend zu benachrichtigen. Das Porto kann ich mir sparen. Ja, und sonst steht nichts drin? Nur noch ein kleiner Absatz. Wenn die Angaben korrekt sind, ist eine weitere Korrespondenz überflüssig. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und grüßen Sie mit vorzüglicher Hochachtung nur so und so. Also die Unterschrift kann ich nicht lesen. Du lieber Himmel, Walter.
Was glaubst du, hat es zu bedeuten? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Vielleicht habe ich einen reichen Onkel in Südafrika. Vielleicht hat er dort eine Diamanten- oder Goldmine. Tja, wenn es nur so wäre. Schreib ihm, er soll uns schnell ein paar Diamanten schicken. Vielleicht könnten wir uns dann nach einem anderen Haus umsehen. Wenn ich nämlich aus dieser Käseschachtel nicht bald rauskomme, verliere ich den Verstand. Ich tippe mehr auf ein paar Goldkörner. Damit könnten wir Elsies schlechte Zähne auffüllen lassen. Das würde die Zahnarztrechnung ein wenig drücken. Ich verstehe nicht, dass du dich darüber lustig machen kannst. Über meinen reichen Onkel? Nein, über das Haus hier. Und über die unbezahlten Rechnungen. Oh, verzeih mir, Walter. Ich wollte nicht... Schon gut, Liebes. In dieser Woche fängt die Gehaltserhöhung an. Das wird ein paar Scheine mehr bringen. Ja, vielleicht $20 die Woche, nachdem alle Abzüge weg sind. Mhm. Warum schreibst du eigentlich nicht an diese Leute in Südafrika und fragst, was das alles zu bedeuten hat? Du hast doch gehört, was in dem Brief steht. Wenn die Angaben korrekt sind, ist eine weitere Korrespondenz überflüssig. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und grüßen Sie mit vorzüglicher Hochachtung. Kretzel, Kretzel, Kretzel. Na, wie hört sich das an, Lou? Verdammt, echt viel. Und schau dir diesen Briefkopf an. Perfekt, was? Harry Tanner aus der Grafikabteilung hat ihn gemacht. Er denkt für einen Witz. Hat die Buchstaben benutzt, die man einfach aufs Papier durchreibt. Nicht von einem echten Druck zu unterscheiden. Wo hast du denn die Namen her? Ich meine, die von der Van Haas-Familie. Charlie Edwards hat sie besorgt. Direkt aus den Personalakten der Brewster Company. Und hast den Brief wirklich aus Südafrika schicken lassen? Klar, direkt von Johannesburg. Er sollte inzwischen angekommen sein. Phil, ich finde das ein bisschen verrückt. All diese Schwierigkeiten, um sich mit diesem Kerl einen Witz zu machen. Das ist kein Witz. Es ist ein todernstes Geschäft. Moment mal. Hallo, ist dort die Brewster Company? Ja, was kann ich für Sie? Verbinden Sie mich doch bitte mit Mr. Van Haas. Und wen darf ich bitte melden? Mein Name ist Thompson. Sagen Sie Mr. Van Haas, dass ich Ihnen im Zusammenhang mit Südafrika sprechen möchte. Ja, ich weiß nicht, mein Ja, er wird sicher verstehen, worum es geht. Ja, einen Augenblick bitte. Ja, ich warte. Phil, würdest du mir bitte sagen, was du jetzt vorhast? Ich werde eine Verabredung mit diesem Herrn treffen, Lou. Ich werde ihm ein Geschäft vorschlagen. Apropos Chinesenschaltknopf. Nett von Ihnen, dass Sie extra in die Stadt gekommen sind, um mit mir zu lunchen, Mr. Van Haas. Aber ich bitte Sie, Mr. Thompson. Ich habe kein ständiges Büro hier, deshalb sind Orte wie dieser sehr angenehm für mich. Kennen Sie das Restaurant? Nein, es liegt ein bisschen abseits für mich. Mir gefällt die private Atmosphäre. Ich habe etwas dagegen, wenn meine geschäftlichen Besprechungen womöglich mitgehört werden. Sie haben mir noch gar nicht gesagt, in welcher Art Geschäft Sie tätig sind, Mr. Thompson. Ich hätte Sie auch bei Ihnen zu Hause aufsuchen können, aber ich wollte Ihre Frau und Ihre Kinder nicht stören. Sie haben doch Kinder. Allerdings 5 Stück. Oh. Da haben Sie eine Menge Mäuler zu stopfen. Und ab. Und eine Menge Zähne zu füllen. Ja, ohne Zweifel. Übrigens, sagten Sie nicht, Sie wären von dieser Anwaltsfirma in Johannesburg? Dries, Hartog und... es tut mir leid, aber an den dritten Namen kann ich mich nicht erinnern. Und selbst wenn, könnte ich ihn nicht aussprechen. Aber Ihre Familie stammt doch aus Holland, oder nicht? Meine Großeltern waren Holländer. Aber der Rest der Familie besteht aus reinen Yankees. Ja, nun zu Ihrer Frage. Die Antwort ist nein.
Ich meine, ich gehöre nicht zu dieser Anwaltsfirma in Johannesburg, aber ich wollte mit Ihnen über deren Brief sprechen. Um offen zu sein, Millie und ich, wir konnten uns keinen Reim darauf machen. Millie ist meine Frau. Ich weiß nichts von irgendwelchen Verwandten in Südafrika. Mein Vater übrigens auch nicht. Ach, Ihr Vater lebt noch? Ja, in Allentown. Ich habe ihn angerufen, aber er hatte keine Erklärung. Nun, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sehen Sie, Sie haben dort, ich meine in Südafrika, einen Verwandten. Aber einen sehr entfernten, einen dieser Cousins 4. oder 5. Grades. Ach so. Wie heißt er denn? Es würde Ihnen wenig nützen, wenn ich Ihnen das sagen würde. Aber Sie wissen, wie er heißt. Es gehört zu meinem Geschäft, solche Dinge zu wissen. Ach ja, das bringt uns zurück zu meiner ersten Frage. In welchem Geschäft Sie tätig sind? Die Person, die mir von Ihrem Verwandten erzählt hat, ist Sekretär bei Dres, Hartog und Berenbrock. Er arbeitet für die Firma, aber ich möchte sagen, er steht auch auf meiner Lohnliste. Also ich verstehe Sie nicht ganz. Er hat mich über den Brief, der an Sie abgeschickt wurde, informiert. Und warum dieser an Sie abgeschickt wurde. Gibt es irgendeinen Grund, warum Sie mir den Namen meines Cousins nicht nennen wollen? Einfach den, dass ich es lieber nicht tun möchte. Sie werden das sicher verstehen. Später. Aber ich werde Ihnen einiges über ihn erzählen. Da bin ich gespannt. Er hat mit seiner Familie die Niederlande verlassen, als er noch sehr jung war. Und seitdem lebt er in Südafrika. Er ist im Diamantengeschäft. Ausgezeichnet. Und? Er ist Witwer. Verlor alle Kinder. Und er ist reich. Sogar sehr reich. Und wie es im Augenblick aussieht, hat er nur einen auffindbaren Erben. Einen Moment. Sie meinen, ich habe tatsächlich einen reichen Onkel in Südafrika? Ich sagte einen Cousin. Aber das ist ja unglaublich. Millie und ich, wir haben noch Witze darüber gemacht. Wir haben sogar gesagt, er müsste im Diamantengeschäft sein. Das ist er tatsächlich. Ganz groß sogar. Und Sie sagten, ich sei sein einziger Erbe? Exakt. Ja, aber wenn irgendwie die Möglichkeit einer Erbschaft besteht, warum hat diese Anwaltsfirma nichts darüber geschrieben? Das ist ja einfach. Es gab nichts zu schreiben. Wieso? Die Anwälte haben nur eine Routinebefragung durchgeführt, damit es mit dem Testament dieses Gentleman seine gute Ordnung hat. Zweifellos wird dieses Testament früher oder später geändert, zugunsten eines näheren Verwandten. Zum Beispiel einer neuen Ehefrau. Ehefrau? Ja, sehen Sie, Ihr reicher Cousin ist erst 41 Jahre alt und bei bester Gesundheit. Wie alt sind Sie, Mr. Verlassen? 43. Also darum ging es. Lediglich eine Routinebefragung. Im Augenblick, ja, geht es nur darum. Ja, nun, das überrascht mich nicht. Ich habe nie geglaubt, dass man in dieser Welt etwas umsonst bekommt. Ich sagte, im Augenblick. Was meinen Sie damit? Es könnte um eine ganze Menge mehr gehen, Mr. Farnas. Wenn Sie mir gestatten, offen mit Ihnen zu reden. Ja, das ist die einzige Art zu reden, die ich mag, Mr. Thompson. Wunderbar. Sie möchten wirklich gern trinken? Nein, danke. Ich bin nicht daran gewöhnt. Also natürlich, ja. Mr. Van Haas, Sie kennen diesen Menschen in Südafrika nicht. Sie wissen nicht das Geringste von ihm. Kurz, er bedeutet Ihnen überhaupt nichts. Das stimmt wohl. Das Einzige, was Ihnen etwas bedeuten könnte, wäre sein Tod, nicht wahr? Nun, das ist eine etwas brutale Art, es auszudrücken. Aber wenn Sie meinen, dass ich keinen direkten Nutzen habe, bevor er stirbt, so hat das seine Richtigkeit. Sie wissen sicher einiges über Südafrika, nehme ich an. Ich meine, Sie lesen die Zeitung. Es ist ein sehr gefährliches Land. Apartheid, Rassenunruhen. Nun, ein gewaltsamer Tod ist dort vielleicht nicht so ungewöhnlich wie in anderen Landstrichen. Davon weiß ich wirklich nichts. Andererseits hat Ihr wohlhabender Verwandter jede Chance, Sie zu überleben. Und Ihre Chance, sich eines Lebens in Sicherheit, Glück und Reichtum zu erfreuen, ist doch etwas sehr klein. Auch darüber kann ich nichts wissen. Ich kenne ein wenig Ihre Verhältnisse, Mr. Van Haas. Ihr Einkommen. Ich weiß, wie und wo Sie leben, wie groß Ihre Familie ist. Okay, Sie brauchen mich nicht daran zu erinnern. Hören Sie mir gut zu. Was wäre, wenn ich Ihnen sagte, jener Mann könnte in 2 oder 3 Tagen tot sein?
Und seine ganze Hinterlassenschaft würde ihm gehören. Sagten Sie nicht, er sei bei bester Gesundheit? Ich frage Sie nur, was Sie in diesem Fall fühlen würden. Es täte mir leid um den Mann, nehme ich an. Leid um einen Mann, den Sie nicht einmal kennen? Er ist ein Mensch. Oh ja, ich verstehe. Mr. Van Haas, haben Sie heute Morgen die Zeitung gelesen? Ja, das habe ich. Haben Sie auch die Seite mit den Todesanzeigen gesehen? Ja, flüchtig. Haben Ihnen all die Verstorbenen leid getan? Haben Sie mit denen irgendwie ein aufrichtiges Mitleid gefühlt? Ich kann nicht gerade sagen, dass ich Mitleid gefühlt habe. Weil es alle Fremde waren, nicht wahr? Nun gut, Mr. Thompson. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Und ich glaube, wenn ich einen Brief von Drees, Hartog und wie auch immer bekäme, in dem steht, dass ich ein reicher Mann bin, würde ich nicht in tiefe Trauer verfallen. Ich würde wahrscheinlich das Ereignis gehörig feiern. Wenn Sie die Zahnarztrechnungen meiner Kinder sehen würden, könnten Sie mich verstehen. Aber ich verstehe Sie. Glauben Sie mir, ich verstehe Sie sehr gut. Deshalb wollte ich mit Ihnen sprechen. Um Ihnen vorzuschlagen, das glückliche Ereignis herbeizuführen. Ohne die geringsten Schwierigkeiten, was Sie betrifft. Ohne jegliche Verpflichtung, bevor Sie vollkommen befriedigt sind. Was zum Teufel soll das heißen? Alles, was Sie zu sagen haben, ist ja. Nur dieses kleine Wörtchen. Und Ihre Träume werden sich erfüllen. Ja? Wozu? In Kürze würden Sie einen zweiten Brief aus Johannesburg erhalten. Mit der traurigen Nachricht, dass Ihr Cousin Nun, ich möchte den Namen noch immer nicht ins Spiel bringen. Lassen wir ihn anonym bleiben. Das wird Ihnen die Entscheidung bedeutend leichter machen, da bin ich sicher. Welche Entscheidung? Die Entscheidung, sein Vermögen zu erben. Einen Moment mal. Sprechen Sie etwa von... Bitte nicht so laut. Mr. Van Haas, ich mache die Angelegenheit für Sie so einfach wie einen Knopfdruck. Wenn Sie Ihr Einverständnis geben, werden meine Agenten in Johannesburg innerhalb weniger Stunden informiert sein. Der Rest wird einfach und schnell erledigt. Alles, was Sie zu tun haben, ist, auf die offizielle Mitteilung Ihrer Erbschaft betreffend zu warten. Wenn das Geld eintrifft, erwarte ich natürlich meinen Anteil. In Höhe von 50% der Gesamtsumme. Nach unseren Schätzungen würde ich sagen, die Gesamtsumme beträgt ungefähr 1 Million US-Dollar. Mein Gott, ich glaube wirklich, Sie meinen das alles. Ich glaube, Sie meinen es wirklich. Ich weiß, dass Sie Skrupel haben, Mr. Van Haas. Aber ich denke auch, dass Sie gesunden Menschenverstand haben. Schön, wenn Sie vielleicht alles erst mit Ihrer Frau besprechen wollen. Ich werde Millie kein Wort von dieser dreckigen Geschichte erzählen. Genau das wollte ich Ihnen gerade vorschlagen. Dass Sie mit niemandem über unsere kleine Unterhaltung sprechen. Dass Sie niemanden um Rat fragen. Die Entscheidung muss ausschließlich bei Ihnen liegen. Was ist, wenn ich mit der Polizei darüber spreche? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie so dumm sein könnten. Bilden Sie sich ein, irgendetwas gegen mich beweisen zu können? Wollen Sie es auf einen Versuch ankommen lassen? Wenn Sie glauben, ich hätte eine kriminelle Vergangenheit, Mr. Van Haas, dann irren Sie sich. Mein offizieller Beruf ist der eines ehrenhaften Exportkaufmanns. Und was exportieren Sie? Mord? Sie reden Unsinn. Hören Sie zu, Mr. Thompson, wenn das Ihr richtiger Name ist. Sie haben vollkommen recht, ist er nicht. Aber es ist der Name, den Sie benutzen werden, um mit mir in Verbindung zu treten. Ich werde nicht mit Ihnen in Verbindung treten. Und zwar, weil ich Ihnen meine Antwort gleich jetzt geben kann. Sie ist nein. Bitte übereilen Sie nicht. Also noch nie in meinem Leben habe ich von einem so lausigen Vorschlag gehört. Falls die Sache mit den Prozenten ein Problem ist, da können wir darüber reden. Unsere Firma war in solchen Dingen immer als sehr flexibel bekannt. Geld hat damit nichts zu tun. Unsere Vereinbarung könnte auf einer gleitenden Skala basieren. Das heißt, 50% des ererbten Betrages bis zu 1 Million. Für alles darüber würde unser Anteil bei 40% liegen. Na? Klingt das verlockender? Also Sie reden, als ob es sich um ein einfaches Geschäft handelt. Ja, aber das ist es doch. Zumindest einfach für Sie. Ein sehr sauberes, völlig unkompliziertes Geschäft. Sie haben nicht das Geringste zu tun, Mr. Fanner. Kann ich Ihnen das nicht verständlich machen? Sie werden mit dem Tod Ihres Cousins in keiner Weise in Verbindung gebracht werden. In der Tat sind unsere Agenten in allem, was sie tun, solche Experten, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen reinen Unfall handeln wird. Glauben Sie mir, wir hatten bisher nicht die allergeringsten Schwierigkeiten. Sie haben meine Antwort gehört, Mr. Thompson.
Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen. Sie haben Ihren Lunch noch nicht genommen. Mir ist der Appetit vergangen. Mr. Van Haas? Ja, was denn noch? Es tut mir leid. Vielleicht habe ich Ihnen die ganze Sache zu ungeschminkt dargelegt. Ich hätte nicht erwarten dürfen, dass ein ehrlicher Mann wie Sie sofort einwilligt. Wenn überhaupt. Okay. Vielleicht werden Sie nie einwilligen. Trotzdem möchte ich Ihnen wenigstens etwas Zeit geben, das Ganze zu überdenken. Ich brauche keine Bedenkzeit. Sagen wir 12 Stunden. Das ist alles, was ich meine. Wenn Sie Ihre Ansicht innerhalb der nächsten 12 Stunden ändern sollten, können Sie mich im Hotel Florentine in der 51. Straße erreichen. Haben Sie den Namen? Ich brauche ihn mir nicht zu merken, Mr. Thompson. Auch den Ihren möchte ich so schnell wie möglich vergessen. Ebenso diese ganze Unterhaltung. Ich werde heute Abend zwischen 8 Uhr und Mitternacht im Hotel sein. Aber bitte rufen Sie nicht nach 12 an, ja? Ich pflege mich an meine Schlafgewohnheiten zu halten. Ich verstehe nicht, wie Sie noch ruhig schlafen können. Sie würden sich wundern, wie gut ein reicher Mann schlafen kann. Nun, heute können Sie früh zu Bett gehen. Warten Sie nicht auf meinen Anruf. Er wird nicht erfolgen. Leben Sie wohl. Auf bald, Walter. Ich werde von dir hören, mein Junge. Millie, Liebling, hör doch auf zu weinen. Sag mir, was los ist. Nichts. Gar nichts. Aber es muss doch etwas sein, Millie. Sind die Kinder okay? Ja, denen geht es gut. Es ist so still im Kinderzimmer. Ich habe die Zwillinge zur Mutter gebracht. Sie sind mir völlig über den Kopf gewachsen, Walter. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Aber jetzt ist alles in Ordnung, nicht wahr? Deine Mutter hat sich sicher gefreut. Nein, hat sie nicht. Vielleicht hat sie sich früher gefreut, als sie noch etwas jünger war. Aber jetzt wird sie zu alt für die Rasselbande. Wahrscheinlich werde ich auch schon zu alt. Komm, was redest du denn da? Ich bin 41 Jahre alt, Walter. Manchmal fühle ich mich wie 141. Weißt du, was mit dir los ist? Du isst nicht richtig. Hm? In den letzten Tagen hast du wie ein Vögelchen gegessen. In den letzten Tagen konnten wir es uns nicht leisten, etwas anderes als Vogelfutter zu kaufen. Oh, verzeih mir, Walter, ich habe es nicht so gemeint. Wirklich nicht. Ich weiß. Ich möchte, dass du zu Dr. Julian gehst und dich untersuchen lässt. Walter, ich war bei Dr. Julian. So? Wann denn? Heute Vormittag. Das habe ich nicht gewusst. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Zumindest nicht, bevor ich sicher war. Wieso sicher? Du bist doch nicht etwa krank. Hat er etwas Ernstes gefunden? Ich bin nicht krank, Walter. Ich bin lediglich schwanger. Was sagst du? Wie du siehst, bin ich noch nicht über den Berg. Ich kann noch Babys kriegen. Das sollte doch eigentlich ein schönes Gefühl sein, nicht wahr? Ein Baby. Dr. Julian hat mich bei den Ohren genommen. Er will dich eines Tages zu sich bestellen und dir einen Vortrag über die Bevölkerungsexplosion halten. Aber das ist doch wunderbar, Liebling. Nein, Walter. Schon gut. Du brauchst nicht so zu tun, als ob du glücklich darüber wärst. Ich kann es nicht sein. Nun, es ist doch nicht das Ende der Welt. Nein, das stimmt. Es ist ein neuer Anfang, nicht wahr? Das hat Mutter gesagt, als ich ihr es erzählt habe. Das hat sie bei jedem gesagt, sogar bei unserem Ersten, bei Peter. Vor 10 Jahren, fast 11. Walter, ist dir klar, dass wir erst 13 Jahre verheiratet sind? Ich weiß es, Millie. Und ich weiß auch, dass es nicht immer leichte Jahre waren.
Warum ist alles immer nur ein Anfang, Walter? Wann findet denn die Mitte statt? Ist das ganze Leben nur der Weg vom Anfang zum Ende, ohne dass es einmal in der Mitte stehen bleibt und wirklich stattfindet? Oh nein. Was war denn das? Ich habe Else gebeten, das Geschirr vom Mittag abzuwaschen und wegzuräumen. Ich gehe lieber in die Küche, bevor alles kaputt ist. Millie, wir müssen noch etwas besprechen. Nach dem Abendessen, ja? Ich habe noch nichts vorbereitet. Tut mir leid. Das macht doch nichts. Ich muss ohnehin noch etwas tun. Oder über etwas nachdenken. Genau so ist es, Charlie. Ich bleibe heute Nacht in der Stadt. Hast du irgendwas laufen, Phil? So kann man es nennen. Ach, ihr Junggesellen habt schon ein Leben. Wo wohnt sie denn? Liegen Ihre Kissen hier in der Nähe rum? Um es genau zu sagen, Charlie, ich habe mir für ein paar Tage ein Hotelzimmer genommen. Im Florentine. Sie hat nicht zufällig eine Freundin, was? Oh, ich könnte Louise anrufen und sagen, ich hätte heute länger zu arbeiten und... vergiss es. Das würde sie mir nie abkaufen. Meine Alte hat einen eingebauten Lügendetektor. Lass dich vom Kummer nicht übermannen, Charlie. Was ich laufen habe, ist eine streng geschäftliche Angelegenheit. Ja, klar. Ich kann mir denken, wie geschäftlich die Angelegenheit ist. Fauler Zauber. Oder versuchst du einen neuen Kunden für deine Agentur zu werben, hä? So was Ähnliches. Und? Wie stehen die Chancen? Meinst du, es kommt zum Geschäft? Charlie, ich bin so gut wie todsicher. Tja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war der Wunsch der Williamsburg Warenhausbelegschaft. Und jetzt noch ein Blick auf die Uhr und auf die Wetterkarte. Es ist genau 22 Uhr und 40 Minuten. Das Wetter, naja, ich glaube, es ist besser, nicht vom Wetter zu reden, denn es sieht nach weiteren Regenfällen aus. Ui. Übrigens, das einzige Gute an dem schlechten Wetter ist, dass es mir Gelegenheit gibt, mit Ihnen, meine Herren, über Regenmäntel zu sprechen. Sehen Sie sich doch mal das unscheinbare Ding an, das Sie in Ihrem Schrank hängen haben, und überlegen Sie, ob es nicht an der Zeit wäre... Ja, ich bin schon unterwegs. Hallo Phil. Hallo Lou, komm rein. Das ist also das Hotel Florentine. Das Zimmer ist nicht schlecht. Wie nennt man das? Eine Suite? Genau. Das Schlafzimmer ist dort drüben. Aber sieh dir mal die Bar an, Lou. Gläser, Kühlschrank, alles, was du brauchst. Hübsch, sehr hübsch. Willst du einen Drink? Im Augenblick ist allerdings nur Wodka da. Nein, danke. Ich bin ein eiserner Scotch-Trinker, das weißt du doch. Tut mir leid. Ist schon gut, ich bleibe nicht lange. Ich wollte dir nur die Layouts und die Texte zum Durchsehen bringen, weil es dringend ist. Wir können morgen früh im Büro darüber sprechen. Ach komm, spann einen Moment ab, Lou. Deine Frau weiß doch, dass du heute länger arbeitest. Das weiß sie. Also, setz dich und mach dir's bequem. Ich habe noch etwas Orangensaft. Ich könnte dir einen Screwdriver machen. Oh, nein, danke, Phil. Na, dann muss ich eben alleine trinken. Na, was ist? Fragst du mich nicht nach deinem Freund Van Haas? Was ist mit ihm? Ich habe doch gesagt, dass ich ihn heute treffen wollte. Vielmehr, dass Mr. Thompson ihn treffen wollte. Und? Hast du ihn getroffen? Ich habe. Ich traf ihn zum Lunch und erzählte ihm die ganze Geschichte. Wie leicht es für ihn sein könnte, Millionär zu werden, indem er einfach auf den berühmten Chinesen-Knopf drückt. Vielleicht hätte ich es lieber den Holländer-Knopf nennen sollen. Und hat er es geglaubt? Auf der ganzen Linie. Aber hat er sich entschlossen?
Ich meine, diesen Kerl in Südafrika töten zu lassen. Nein, er hat sich nicht entschlossen. Also hatte Charlie recht. Er hat Nein gesagt, weil er Angst hatte. Angst, er könnte in etwas hineingeraten, was zu viel für ihn würde. Vielleicht irrst du dich, Phil. Vielleicht ist er wirklich die Sorte Mann, wie ihn Charlie beschrieben hat. Vielleicht war er die Sorte Mann, Lou. Aber höchstens so lange, bis er richtig in Versuchung kam. Eine Menge Leute sind ehrlich, weil sie nie in eine Lage gekommen sind, wo sich Unehrlichkeit gelohnt hätte. Habe ich nicht recht? Du hältst nicht viel von den Menschen. Was, Phil? Ich halte Menschen für Menschen. Das ist alles. Guck dich doch mal um, Lou. Guck dir doch mal an, was um dich rum passiert. Jeder Mann rafft zusammen, so viel er kann. Jeder tut alles, solange er davonkommen kann. Wenn dir das bisher noch nicht aufgefallen ist, dann musst du dein Leben lang Scheuklappen getragen haben. Schon gut. Ich möchte mich nicht mit dir darüber streiten. Jeder Mann ist käuflich, Lou. Jeder Mann, hoch oder niedrig. Es sieht so aus. In der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit und der guten alten Zeit. Jederzeit. Heutzutage hört man nur mehr davon. Das ist der große Unterschied. Aber es gibt Grenzen, Phil. Ich meine, was du Van Haas angeboten hast, um es klar auszudrücken, du hast ihm einen Mord vorgeschlagen. Ich glaube, dieses Wort ist ihm auch eingefallen. Aber wenn er ein bisschen darüber nachdenkt, wird er einen anderen Namen dafür finden. Er wird zu dem Schluss kommen, dass alles, wovon ich gesprochen habe, ein Knopfdruck war. Willst du damit sagen, du glaubst immer noch, er wird Ja sagen? Ich habe ihm gesagt, er soll mich hier anrufen. Deshalb habe ich diese Suite gemietet unter dem Namen Thompson. Also deshalb. Ich dachte schon, du hättest eine Puppe, die deinen richtigen Namen nicht wissen sollte. Ich habe Van Haas gesagt, er könne mich jederzeit vor Mitternacht hier erreichen. Falls er seine Meinung ändert. Vor Mitternacht. Aber jetzt ist es schon fast 11. Ja, stimmt genau. Warum hast du ihm so ein Ultimatum gestellt? Weil er eins braucht. Wir brauchen alle eins. Weil wir die Entscheidung sonst in alle Ewigkeit hinausschieben. Phil, ich glaube nicht, dass er anrufen wird. Wieso nicht? Ich glaube, er hat seine Entscheidung schon getroffen. Nein, Lou, hat er nicht. Er starrt auf die Uhr. Genau wie wir auf die Uhr starren. Er beobachtet, wie sich die Zeiger auf die 12 zu bewegen. Er denkt, wie einfach wäre es doch, den Hörer abzunehmen und anzurufen. Und das ist das Hübscheste an der Geschichte, Lou. Wie einfach es ist. Erinnerst du dich an den alten Slogan in der Fernsehwerbung für Fotoapparate? Sie drücken den Knopf. Wir tun den Rest. Nein, ich glaube nicht, dass du recht behältst. Ich glaube nicht, dass er es tun wird. Ich sehe ihn in dieser Minute vor mir, Lou. Vielleicht liegt er im Bett und starrt an die Decke. Vielleicht hat er sich in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen oder im Badezimmer. Und er redet sich alle Gründe ein, warum er nicht Ja sagen sollte. Dann überlegt er sich, ob es fair ist, die Entscheidung ganz allein zu treffen. Ich meine, er hat schließlich auch eine Frau. Er erinnert sich an all die kleinen und großen Entbehrungen, an alle Versprechen, als sie noch jünger waren. Die Reise nach Europa, der Pelzmantel, das Wochenendhaus. Und dann sind da natürlich noch die Kinder. 5 Kinder, Lou. Denk doch, was das Geld für die bedeuten würde. Ja, der Gedanke an die Kinder bewegt ihn tief. Weißt du, vielleicht könnte ich mir beim Etagenkellner einen Drink bestellen. Er denkt nicht an sich selbst, natürlich nicht. Er selbst zählt nicht. Was er gern tun würde, wohin er gern reisen würde oder welchen Wagen er sich gern kaufen würde. Lou, hast du je einen Mann getroffen, der nicht gern das Auto hätte, das er sich nicht leisten kann? Und dann dieses zufriedene Gefühl der Sicherheit, das er mit einem Haufen Geld, der durch die Zinsen ständig anwächst, haben könnte. Vielleicht denkt er an das alles viel, aber wie dem auch sei. Ich glaube nicht, dass er anruft. Walter, bist du noch wach? Ja. Geht's dir nicht gut? Doch. Du denkst doch nicht mehr daran, oder?
An was? Du weißt doch, an das Baby. Nein, Millie. Ich habe nicht an das Baby gedacht. Schlaf weiter, mein Schatz. Weißt du, ich bin erst im 2. Monat, Walter. Wenn du dich darüber ärgerst, könnte ich ja... Sprich nicht von so etwas. Ich habe nur gedacht. Nun ja, es gibt da ja Möglichkeiten. Ich habe genug von diesen Möglichkeiten gehört. Ich habe davon gehört, als du das letzte Mal schwanger warst. Erinnerst du dich? Es tut mir leid, Walter. Ich weiß doch, dass du dir um das Geld Sorgen machst. Ich weiß von all unseren Verpflichtungen. Wir werden durchkommen. Bist du böse auf mich? Nein, ich bin nicht böse. Ich bin nur unruhig. Ich habe geschäftliche Sorgen. Ich kann meine Gedanken nicht einfach abstellen. Warum liest du nicht noch ein bisschen? Das lenkt dich ab. Das Licht stört dich doch. Ach, ich gehe ins Wohnzimmer. Walter? Ja? Ich hab dich lieb, Walter. Ich hab dich auch lieb, Millie. Hör dir diesen Wecker an. Warum müssen so billige Wecker so laut ticken? Wir müssen uns einen elektrischen anschaffen. So eine Digitaluhr. Mein Schatz, die kosten Geld. Tja, was kostet kein Geld? Hallo? Hier ist der Taschengeber. Oh. Hatten Sie noch etwas zu trinken bestellt? Ja, ich hatte den Scotch bestellt. Es tut mir leid, mein Herr, aber nach 11:30 dürfen wir nicht mehr auf die Zimmer kommen. Also, Sie können nicht mehr, ja. Ja, in Ordnung, danke. Tut mir leid, Lou, der Etagenkellner darf nach 11:30 nichts mehr servieren. Das macht nichts, Phil. Ich hatte sowieso keine richtige Lust auf den Drink. Ich bin mit meinem Schnaps auch gleich am Ende. Und mit deiner Wartezeit auch. 11:45. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass der Kerl so dumm ist. Dumm nennst du das? Ach, wer würde bei einer solchen Chance nicht zupacken? Lou, ich habe es so verdammt leicht für ihn gemacht. So schmerzlos. Leichter, als sich mit einem von Abzügen reduzierten Gehalt durchzubeißen. Leichter, als täglich vor Leuten zu katzbuckeln, die man nicht ausstehen kann. Du kennst doch den alten Brewster. Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet, jeden Tag zu diesem Kerl freundlich sein zu müssen? Wir mussten es immer. Ja, daher weiß ich es. Phil, ich glaube, du nimmst dir diesen Witz zu sehr zu Herzen. Du misst ihm zu viel Bedeutung bei. Er hat immer noch etwas Zeit anzurufen. Aber er wird es nicht tun. Möglicherweise verliert er gerade jetzt die Nerven. Lou, gerade jetzt. Und was ist mit dir, Phil? Er fühlt, wie ihm die ganze Sache durch die Finger rutscht. Er sagt sich selbst, wie dumm er ist. Er sagt sich, dass ihm dieser Chinese nicht das Geringste bedeutet. Holländer. Er sagt sich, dass er eine tiefere Pflicht, eine größere Verantwortung hat gegenüber seiner Frau, gegenüber seinen Kindern, ja, sogar gegenüber sich selbst. Du kannst es vergessen, die Zeit ist rum. Es gibt keine Verbindung zu dem, was 7000 Meilen entfernt passiert. Er braucht seine Hände nicht schmutzig zu machen. Er braucht nur anzurufen. Du hast verloren, Phil. Warum gibst du es nicht zu? Willst du nicht antworten? Doch. Ich werde antworten. Vielleicht wieder der Etagenkellner. Kann sein. Hallo? Mr. Thompson? Hier ist Walter van Haas.
Zum Donnerwetter, ausgerechnet jetzt. Eine Sekunde. Ja, ich komm ja. Darf ich mir wenigstens ein Handtuch umhängen? Wer ist denn da? Der Etagenkellner. Ah, das Frühstück. Nur herein. Ich verhungere schon fast. Gewiss, Sir. Hoffentlich sind die Rühreier heute warm. Gestern haben sie wie Gummi geschmeckt. Sie sollten in Ordnung sein, Sir. Ja, sagen Sie dem Küchenchef, er wird von mir hören, wenn Sie es nicht sind. Jawohl, Sir. Würden Sie bitte hier unterschreiben, Sir? Also ja, okay. So. Vielen Dank, Sir. Ich hole das Geschirr später wieder ab. Ich brauche nicht länger als eine halbe Stunde. Ja, Sir. Guten Appetit. Danke, danke. Ich glaube, ich dusche nach dem Frühstück weiter. Na, nur. Wer ist denn das? Hallo? Phil, hier ist Lou. Hallo Lou, was gibt's denn? Wieso bist du noch in dem Hotel? Ich dachte, du wolltest nur 1 oder 2 Tage dort bleiben. Heute ist der 3. Ja, mir gefällt's hier. Ich werde vielleicht bis Ende der Woche bleiben. Weißt du, ich habe unten in der Bar ein paar hübsche Puppen entdeckt. Ich dachte, ich versuche mal rauszufinden, wie die Aktien stehen. Natürlich. Ich hätte mir so etwas denken können. Also, was gibt es? Nichts weiter. Es hat mich nur interessiert, ob du etwas erfahren hast. Du weißt schon. Van Haas. Also, Walter van Haas wartet auf den Briefträger, Lou, dass er ihm gute Nachrichten aus Südafrika bringt. Ich habe mit Charlie Edwards telefoniert. Er sagt, Van Haas hat sich gestern krank gemeldet. Ja, ich möchte wetten, dass er krank ist. Ich kann mir vorstellen, wie er zu Hause sitzt und Pläne schmiedet, wie er das viele Geld, das auf ihn zukommt, ausgeben kann. 1 Million. Na, so gut 500.000. Kommst du bald ins Büro, Phil? Ich werde kommen, sobald ich fertig gefrühstückt und geduscht habe. Also dann, bis später. Okay. Na, jetzt sind die Eier bestimmt kalt. Na, zum Donnerwetter, das ist ja eine Verschwörung. Guten Tag, Mr. Thompson. Na nu, was machen Sie denn hier? Darf ich eintreten? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen keinen Kontakt mehr mit mir aufnehmen. Ja, das haben Sie. Aber ich musste mit Ihnen sprechen. Persönlich. Ich habe Ihnen gesagt, dass es um Ihre eigene Sicherheit geht. Machen Sie sich darum keine Sorgen. Ich konnte Ihre Zimmernummer herauskriegen und bin über die Hintertreppe gekommen. Niemand weiß, dass ich hier bin. Also gut. Warum sind Sie hier? Bitte lassen Sie mich eintreten. Na schön. Wie Sie sehen, wollte ich gerade unter die Dusche. Was auch immer Sie also zu sagen haben, tun Sie es bitte rasch. Ja, ich werde es rasch tun. Und hoffentlich kommen Sie nicht, um mir zu sagen, Sie hätten Ihre Meinung geändert. Dafür wäre es zu spät. Die Sache ist im Rollen. Ist sie das? Sind Sie sicher? Sobald Sie mir Ihr Okay gegeben hatten, habe ich unsere Agenten in Johannesburg verständigt. Und die haben keine Zeit verloren. Und es ging alles glatt? Fehlerlos. Wie ich es versprochen hatte. Alles, was Sie jetzt zu tun haben, ist warten. Ja, ich verstehe. Ich musste es von Ihnen hören, Mr. Thompson. Ich musste. Na, jetzt haben Sie es gehört. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf den Briefträger. Ja, auf den Briefträger. Was ist los mit Ihnen, Van Haas? Sie sehen so seltsam aus. Fühlen Sie sich nicht wohl? Ich fühle mich prächtig. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe mich nie in meinem Leben besser gefühlt. Das ist gut. Ich freue mich, das zu hören. Ich fühle mich ganz anders als vor 2 Tagen. Sie können sich nicht vorstellen, welche Qual es für mich war, Sie anzurufen. Wirklich eine Qual. Aber nachdem ich aufgehängt hatte, fühlte ich mich leicht wie eine Feder. So. Ja, ich fühlte mich wundervoll. Obwohl ich mich für einen Mord entschieden hatte. Komisch. Was? Es war ganz leicht, nicht wahr? Genau wie ich es Ihnen gesagt hatte. Ja, das ist das Wort. Leicht.
Ich habe nicht gewusst, dass irgendetwas so leicht sein könnte. Ich habe gemerkt, wie dumm ich mein ganzes Leben lang war. Wie dumm die meisten Leute sind, das Leben so zu versauern. Ich schulde Ihnen eine Menge, Mr. Thompson. Naja, wenn Sie also gekommen sind, mir zu danken, waren Sie willkommen. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich fühlte mich wie ein Gigant. Ich fühlte, es gibt nichts, was ich nicht tun könnte. Vorher war ich ein Feigling, ein Weichling. Sie haben mir einen besseren Weg gezeigt. Ja, gehen Sie jetzt nach Hause, Mr. Van Haas. Je weniger wir uns sehen, desto besser. Wenn das Geld eintrifft, werde ich mich wegen meiner 50% melden. Ja, richtig. Ihre 50%. Das war es, worüber ich wirklich mit Ihnen reden wollte, Mr. Thompson. Sagen Sie, ist dieser Kamin dort eigentlich echt? Oder nur Dekoration? Keine Ahnung. Das Zubehör ist jedenfalls vorhanden. Der Feuerhaken? Hey, was wollen Sie damit? Van Haas, sind Sie wahnsinnig? Es tut mir leid, Mr. Thompson, aber 100% sind eben besser. Nein, tun Sie es nicht! Ich dachte, ich müsste einen Hammer oder sowas mitbringen. Aber ein Feuerhaken ist viel besser. Und jetzt ins Bad, Mr. Thompson. Unter die Dusche. Was für ein Pech, dass Sie unter der Dusche ausgerutscht sind, Mr. Thompson. Was für ein schreckliches Pech. Und jetzt muss ich nach Hause. Auf den Briefträger warten. Es gibt ein altes amerikanisches Sprichwort: Wenn du jemandem ein Grab gräbst, sei sicher, du gräbst gleich zwei. Oder wie man bei uns sagt: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Hier noch eine interessante Feststellung. Das Schöne am Radiohören ist, dass man es bei völliger Dunkelheit genießen kann. Und ist Dunkelheit nicht der natürliche Rahmen für Kriminalhörspiele? Heute brachten wir Nur ein Knopfdruck von Henry Slezar, in der deutschen Übersetzung von Klaus W. Leonhardt. Musik Peter Candiotto mit der Gruppe Tetragon. Die Personen und ihre Sprecher waren Phil Thurston, Siegfried Meissner, Walter Van Haas, Fritz Bachschmidt, Millie Van Haas, Margaret Karl, Lou Michaels, Franz Matter, Charlie Erwitz, Hans Heine, eine Sekretärin Iris Eick, ein Etagenkellner Erwin Leinbacher, ein Radiosprecher Rainer zur Linde. Technik und Schnitt Jean-Pierre Affolter. Regie führte Klaus W. Leonhardt. Wolfram, machen wir mal das Licht wieder an. Jetzt haben wir einen, ich label ihn mal so, Gänsefüßchen, bösen Menschen weniger. Phil Thurston ist nicht mehr da und Walter Van Haas ist übrig geblieben als Mörder und offensichtlich abgelöschter, gebrochener Mensch. Besser für die Welt?
Nein. Nein, der Arm. Nein. Der kriegt ja nicht mal was. Ich meine, das vergisst man so ein bisschen, ne? Das Geld gibt es einfach nicht. Es geht nur darum, jemanden zu korrumpieren. Ja, genau. Und es hört ja trotzdem wirklich an einer geschickten Stelle auf, bevor er die Enttäuschung dann haben wird, dass eben nie Geld kommt aus Südafrika. Hört genau im richtigen Moment auf. Und finde es umso schlimmer. Ja, Familienkatastrophe vorgeplant. Die ganzen Kinder, das eine, was noch dazu kommt. Die Frau war eh schon immer schlecht drauf. Also ich meine, er war ja wirklich noch so der aufbauende und beruhigende Part in der Beziehung. Das ist nur auch vorbei. Ja. Weißt du, woran mich die Geschichte erinnert hat? Kennst du die Kurzgeschichte The Monkey's Paw, die Affenpfote? Nö. Könnte was von Poe sein, aber. Nee, das ist auch aus dem 19. Jahrhundert. Darf ich sie kurz erzählen? Bitte. Da bekommt jemand eine Affenpfote geschenkt und man sagt, mit der Warnung, die kommt, glaube ich, irgendwie aus Indien, nach englischer Kolonialzeit, dass diese Pfote Wünsche erfüllen würde. Dann geht immer ein Finger geht dann zu dieser Faust, dieser kleinen Affenpfote. Das ist wirklich eine echte Affenpfote abgetrennt. Also auch schon ein bisschen eklig. Und das Problem ist aber, es bringt immer Unglück, wenn der Wunsch erfüllt wird. Wem? Dem Wünscher. Und es geht in Ehe. Das weiß man auch vorher schon. Das kriegt die Warnung, gibt es schon. Okay. Ein Ehepaar bekommt die. Und ich denke, nein, wir benutzen es ein Jahr nicht. Und der Familienvater denkt aber doch, er hat einen erwachsenen Sohn, der, glaube ich, als Ingenieur arbeitet. Und der Familienvater denkt, redet mit der Frau, die Frau meint, benutzt sie nicht. Wer weiß, was Böses passiert. Und so tief in der Nacht denkt er dann doch drüber nach, ja, eigentlich habe ich ja noch so eine Hypothek von 200 Pfund auf mein Haus. Wird schon praktisch. Wenn die Hypothek weg wäre, dann könnten wir dann wirklich dieses Haus dann später mal vererben, unserem Sohn, der dann auch bald heiraten soll und so. Und wünscht sich das dann doch von der Affenpfote. Die legt einen Finger um. Und der nächste Tag geht ganz normal weiter. Und am Abend klopft jemand an die Tür und von dem Arbeitgeber des Sohnes und sagt, ja, ihr Sohn ist leider umgekommen. Aber hier als Entschädigung bekommen Sie eine Prämie von 200 Pfund. Oh nein. Eben, ne? Und ich musste da auch dran denken. Und wie viele Finger legen Sie noch um? Ich glaube, die hören dann auf damit, aber diese Pfote wandert natürlich immer weiter. Also dann ist die Geschichte fertig, aber es haben auch schon andere Leute die benutzt. Warum hast du sie zu Hause? Ich habe keine. Versprochen? Ich habe keine Affenpfote zu Hause, nein. Nein, ich musste gerade doppelt dran denken an diese Geschichte hier bei Slezzer. Einerseits wie der Familienvater nachts da sitzt und überlegt, soll ich jetzt oder soll ich nicht eben dann doch auf das Angebot eingehen. Aber selbst auch bei unserem Werbeagentur, Mad Men. Bei Phil, ja. Genau, auch bei ihm, er bekommt ja schlussendlich das, was er sich gewünscht hat von der Affenpfote, nämlich, dass dieser Mann korrumpiert wird, der Familienvater, aber auch mit Unglück, weil er am Schluss selber stirbt. Ja. Also es ist wie, könnte mir doch vorstellen, dass der Slezzer die Monkey's Paw Geschichte kannte. Ja. Ich möchte noch den Fokus ein bisschen verschieben, weil ich habe in den letzten Tagen viele Podcasts gehört, viele Gesprächspodcasts, unter anderem auch stundenlanges Gespräch mit einem überzeugten Marxisten, den ich auch sehr schätze, Wolfgang M. Schmidt, der ist auch oft im Literaturclub zu Gast, der ist Filmkritiker und der war zu Gast und hat nochmal darüber gesprochen, wie wir uns in vielen Punkten von der Oberfläche ablenken lassen durch Scheingefechte. Deswegen habe ich dieses Hörspiel hier auch nochmal daraufhin gehört. Und jetzt musst du mal schauen, Walter van Haas hat, weiß nicht, eine Handvoll Kinder und er arbeitet bei Brewster als Werbemanager. Das ist ja jetzt, also ich meine, der hat ja diesen großen Auftrag an Phil gestoppt. Da geht es um mehrere Millionen. Das sind ja nun nicht kleine mittelständische Unternehmen, sagen wir mal, ne? Das ist was Großes. Warum verdient Walter van Haas in dieser Position nicht so viel, dass er zu Hause nicht genug Geld hat, um sein Haus zu renovieren und seine Kinder zu ernähren? Darüber müsste man eigentlich sprechen und nicht über die Frage, ob er durch unlautere Mittel seine Integrität verliert. Leser. Ich habe mir die Frage tatsächlich eher so rumgestellt, wie glaubwürdig das ist. Das Spiel spielt ja in den 70ern und also ich finde, rekurrierte eher noch auf 60er. Gute alte, gefühlte Nachkriegszeit. Eigentlich müsste ja das Einkommen dieses Mannes reichen für die Frau, die zu Hause bleibt und sich um die Kinder vierköpfiger Schar kümmert. Genau, das ist meine Frage. Genau, ich dachte, du fragst jetzt, warum kommt so ein Mensch überhaupt in so eine Position?
der so anständig ist, genau. Die Musik, ungewöhnlich, oder? Für ein Hörspiel. Für ein SRF-Hörspiel. Also so viele, das ist die Band Jazz-Formation Tetragon, wird ja gesagt. Und ich habe nachgeschaut, die war in den 70ern international bekannt und war gegründet von eben diesem Peter Candiotto und Willy Bischoff. Und das müsste dir was sagen. Der war bei SRF oder DRS seit den 60ern als Musikredakteur und später auch Leiter der Musikredaktion. Der war auch in dieser Formation mit. Da sieht man mal wieder, wie so auf Gängen möglicherweise doch Hörspielproduktionen entstehen. Mach mal Musik. Mach mal Musik, ist doch schön, genau. Vielleicht waren sie vielleicht war es ganz toll für das Hörspiel, das weiß ich noch nicht mehr. Weißt du, vielleicht hatten die gerade eine CD-Aufnahme, eine Schallplattenaufnahme, damals noch. Und dann hat man gesagt, kommt, macht uns doch noch ein bisschen stimmungsvolle Musik für das Hörspiel. Es ist wie so ein Traum, oder? Also die Musik, ich finde, das ist wirklich wie das Sehnsuchtsversprechen, wenn man viel Geld hat, dann kannst du. Ich auf die Insel träumen. Das war immer so meine Assoziation. Ja, aber auch so ein bisschen sirenenhaft einlullend, oder? Also ob man da wirklich das Geld bekommt oder doch in die Tiefe gezogen wird. Ja. Ich finde, ich hatte schon beides mit der Frau, die immer so drüber singt. Ja. Und der Jazz-Kombo. Nein, sehr ungewöhnlich, aber sehr, sehr toll. Du hast ja vorhin noch gesagt. Kann mich nicht erinnern. Doch. Würde jemand wie der überhaupt so eine Position bekommen als Werbemanager? Ja. Kann man sich fragen, genau. Ich habe gerade jetzt ein Interview gelesen mit einem Wissenschaftler, der heißt Morten Mooshagen, ist in Ulm an der Uni und der forscht dazu, was Leute eigentlich böse werden lässt, in Anführungszeichen, oder was eigentlich das ist, böse sein. Ja, das ist ja ein weites Feld. Genau, aber es wird ganz spannend, auch empirische Forschung, Persönlichkeitsmerkmale, was machen Leute, wann werden Leute kriminell zum Beispiel oder wann werden Leute manipulativ. Ganz große Forschung gemacht, viel ziemlich spannendes Interview. Geht es eben auch genau um die Frage, sind solche Leute eigentlich erfolgreicher, die manipulativ unterwegs sind? Kleiner Spoiler, die Antwort ist nein. Und sie sind auch nicht glücklicher, weil sie oft eine Weltsicht haben, die sehr von Paranoia gezeichnet ist. Also alles ist nur ein Kampf und man darf nur zu sich selber schauen und niemand steht wirklich zu einem, sondern will immer nur den Vorteil haben. Haben wir auch alles im Hörspiel viel gehört. Ich würde das Interview gerne verlinken und er hat da sogar auch einen Online-Test gemacht, wo man selber rausfinden kann. Frage, hast du ihn gemacht? Ja, klar. Und bist du böse, Wolfram? Tja. D-Faktor, Dark-Faktor nennt er das. Der Dark-Faktor. Cool. Und was wirklich noch hübsch ist, er meint, ich glaube, das stimmt, dass die Leute da eigentlich sehr offen bei seinen Tests mitmachen würden, solange es anonym ist, weil sie gar keinen Grund haben, sich zu verstellen. Ich finde wirklich ganz, ganz spannende Materie. Und eben auch zum Beispiel das Böse eher heißt, dass man gar nicht an Moralvorstellungen glaubt. Da glaubt man weder an Gut noch Böse, nur an eigenen Profit schlussendlich. Ja. Ich verlinke es einfach wirklich nochmal. Ich fand es eine spannende Lektüre im Kontext zum Hörspiel. Also gerade wie man den Begriff böse definiert, damit muss man ja jetzt d'accord gehen, wenn man diesen Test macht. Ist es gerne. Cool, Dankeschön. Schöner Abschluss. Hören wir mit dem Bösen auf im Krimi-Podcast 100 Jahre Hörspiel. Aber wir hören ja nicht wirklich auf mit Hörspiel. Nein. Aber es ist jetzt der Abschluss der Reihe. Genau, doch, es mir jetzt auch wirklich großen Spaß gemacht, da in die Geschichte zu schauen. Wir haben auch viele Mails bekommen, muss man sagen, zu Bitterli, zum Experiment, zu all dem, was wir hier gebracht haben. Und wir werden auch das ein oder andere Mal wieder in die Archive steigen für den Krimi-Podcast, oder? Ich vermute es fast. Obwohl, nächste Woche müssen wir wirklich nicht ins Archiv. Genau, nächste Woche sind wir dann wirklich schon Ende Oktober. Das heißt, es geht Richtung Halloween und es bedeutet 5 neue Folgen von Grauen, unserer Hörspiel-Gruselserie. Genau, und wie hat es doch gerade die schöne Absage von George Wettstein hat gesagt, Hörspiele kann man ja so schön im Dunkeln hören und für Grauen trifft das auf jeden Fall zu. Genau, also bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.